Der Piet hat so da, wie wenn nichts wäre. Eine Verkäuferin hat uns dann gesagt, wer das überhaupt war. Der Detektiv Kurt Stehle. Ein echter Ladendetektiv? Hey, Wahnsinn! Hey, ich nehme heute Nachmittag gerade Kontakt mit ihm auf. Ey Mann, für was soll denn das gut sein? Mann, das ist dann ein Profi. Hey, Profi! Und sicher können wir von dem viel lernen. Und sag mal, was willst du denn Tolles von ihm lernen? Ja, das weiss ich auch noch nicht so genau. Aber das wird sich schon zeigen. Also zuerst will ich wissen, was an dieser Sache mit dem Piet dran ist. Kaum sind der Kalle und Steffi am Nachmittag im Warenhaus gsi, hat der sogenannte Schmuddeldetektiv den Herr Blumenthal auf die Seite genommen. Nur allzu gern hätte Kalle gewusst, was die miteinander besprochen haben. Sie haben, glaub ich, miteinander gestritten. Mit hochrotem Kopf ist der Herr Blumenthal nämlich zurück zum Glücksrad gekommen und der Kalle hat genau gehört, wie der Detektiv hinter ihm hergerufen hat. Und wenn der Piet noch 10-mal euer Bestmann ist, er wird nicht dafür bezahlt, dass er Kaffee trinkt und Zigaretten raucht. Er soll seinen Job machen, wie alle anderen auch. Ungeduldig hat der Kalle auf Pause gewartet. Aber nicht etwa zum ein Gocki trinken, sondern er wollte den Detektiv suchen. Komm, Steffi, jetzt gehen wir den Typ suchen. Hey Kalle, ich habe echt keine Lust auf Ärger. Ach, wieso Ärger? Der Typ ist Profi, Mann. Der sagt mir bestimmt, was los ist. Nach einer Weile Suchen haben sie ihn dann in der Parfümerieabteilung gefunden. Er hat sich gerade mit einer Verkäuferin unterhalten. Der Kalle ist nur stracks auf ihn zugegangen. Guten Tag, Herr Stehle. Ah, der Engel aus der Schuhabteilung. Was gibt's? Was ist los? Wir wollen uns nur vorstellen, als Kollegen sozusagen. Kollegen? Habe ich etwa ein Nachthemd mit Flügeln oder einen Heiligenschein? So meine ich das doch nicht. Wir sind in Wirklichkeit Detektive. Man könnte sagen, dass das unsere Tarnung ist. Weil wir auch ein paar Verdachtsmomente haben wir sie fragen, in welcher Angelegenheit sie den Herrn Blumenthal verhört haben. Wenn ich sie richtig verstanden habe, ist es um den Piet gegangen, oder? Das glaube ich ja nicht. Jetzt hören wir mal genau zu. Erstens habt ihr in dieser Abteilung nichts zu suchen. Zweitens geht es dir einen fürchten Dreck an, was ich mit dem Herrn Blumenthal besprochen habe. Und drittens verbiete ich euch, im Haus rumzulaufen und Detektiv zu spielen. Das könnt ihr daheim machen. Gauner zu jagen über ländergefälligsten Profis. Und von denen gibt es da genau einen. Und der bin ich. Ist das klar? Alles klar. Verdachtsmoment. In welcher Angelegenheit haben Sie den Herrn Blumenthal verhört? Sag mal, hast du eigentlich noch alle Nadeln an den Tannen? Mich so zu blamieren? Jetzt fang du auch noch an. Ach, komm jetzt, Kalle. Vielleicht sollten wir die ganze Sache einfach vergessen.